Ich kann mich noch relativ gut erinnern, obwohl es eigentlich seit letztem Jahr 1000 war, irgend so gegen das Ende zu natürlich, an meinen Prozess in dieser ganzen Berufswahl. Und der eine stellt sich jetzt die Nackenhaare zu Berg, wenn sie an die Berufswahl denken. Und irgendwie noch halben als Kind schon musst herausfinden, was für einen Beruf du wählen musst und dann musst du den für immer und ewig machen. Also so stellt man sich, also habe ich mir das vorgestellt. Und in dieser Berufswahl macht man so die Eignungstests. Das heisst, heute ein bisschen anders, ein bisschen weniger einschüchternd, aber da war es ein Eignungstest und du hast gewusst, nach diesem Test weisst du und die ganze Welt, zu was du taugst und zu was nicht. Und dann bin ich in das BIZ gegangen, Berufsinformationszentrum, bin zu dem Herr hergesessen, der den Eignungstest, so ein Biggie Papier vor sich hatte, meine, respektive die Auswertung von dem. Und ich durfte kennenlernen, wer ich bin. Was sind meine Stärken, meine Schwächen, und es war überraschend gut gewesen. Ich wäre natürlich lieber überall über dem Durchschnitt gewesen. Ich habe noch nicht geschnallt, dass es kein Rennen ist, sondern dass es darum geht, mich kennenzulernen. Und da kann ich etwas merken, eine Eigenschaft, die ich offenbar gar nicht so schlecht abgeschnitten habe, die ich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt, geschweige denn, für was man es brauchen kann. Und doch hat es mir geholfen. Bei mir ein Beruf so ein räumliches Vorstellungsvermögen, was auch immer das ist. So als Teenie, oder 14-, 15-jährig. Ah cool, ja, kann ich mega gut. Und gleich hat es mir geholfen. Mal herzuschauen, wer bin ich. Und der Berufsberater hat mir dann nicht gesagt, was ich machen muss, sondern er hat mir gesagt, oder wir haben zusammen herausgefunden, was mir liegt und was mir nicht liegt. Es ist darum gegangen, und es geht auch heute noch darum, in der Berufswahl herauszufinden, was liegt mir und was liegt mir, so eine Selbsteinschätzung zu machen. Dass man auch nicht für immer und ewig einen Beruf hat, der ihm nicht interessiert, der ihm überfordert, ungefordert, wo man muss 40 oder mehr Jahre einfach absitzen, oder? Selbsteinschätzung, sich selber wahrnehmen. Wir sind in dieser Serie mit dieser Frage, liebst du dich? Oder letzte Woche haben wir es umgekehrt, liebe ich mich? Frage, die du dir selber stellst. Und die Selbstwahrnehmung ist ein wichtiger Teil in dem. Weil, wen liebst du? Ja, dich selber, aber wer bist du? Das ist die grosse Frage heute. Und wenn es provokativ ist, die Frage, liebst du dich, dann stellst du es vielleicht anders. Hast du dich gern? Das ist ein bisschen weicher, ein bisschen feiner, ein bisschen zwischenmenschlicher manchmal, so ein bisschen, das hast du dich gern. Wen habe ich denn gern? Es lohnt sich, dort eine gute Einschätzung zu machen, dass wir nicht irgendjemanden lieben, wo wir gar nicht sind. Im Kapitel 12 vom Römerbrief schreibt der Paulus den Christen, den römischen Christen, schreibt er über das grossartige Bild von der Gemeinde, von Kirche, von dieser Gemeinschaft von Christen. Und er erklärt so ein bisschen, wie das funktioniert. Und er braucht das coole Bild vom menschlichen Körper und sagt, ja, die Gemeinde, also die Kirche ist wie so ein menschlicher Körper, extrem viele kleine Teile, unscheinbare, manchmal auch ein bisschen scheinbarere Teile, die irgendeiner Form zusammenspielen. Und wenn jedes von diesen Teilen weiss, was es zu tun hat, dann kommt das gar nicht so schlecht. Dann entsteht ein super Bild. Dann blüht der Organismus, der Körper oder eben die Gemeinde oder eben du und ich, dann blühen wir auf. Wenn die Hang nicht Fußsachen machen muss, für das ist es einfach zu wenig stabil, dann blüht die Hang auf und wir blühen auf. Und der Paulus ermutigt ja fast ein bisschen mehr. Er mahnt eigentlich seine Zuhörer oder seine Leser, um eine nüchterne Selbsteinschätzung zu machen, damit sie den Platz in dieser Gemeinschaft, in diesem Körper finden. Er ruft sie auf, im Römer 12, Vers 3, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Der Paulus ruft uns, wie bei der Berufsberatung, auf, uns selber richtig, nüchtern, unverzerrt einzuschätzen. Und das kommt mit der Autorität. Die Autorität, die
Gott ihm gegeben hat als Apostel. Das ist nicht einfach so eine Empfehlung, ja, mach's mal, wenn du Zeit hast. Sondern das ist wirklich so eine Ermahnung, mach das unbedingt und mach es richtig. Und der Maßstab ist spannend. Der Maßstab, den er nennt, ist nicht so eine, mit so Zahlen und so, sondern er sagt, der Maßstab ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus. Jetzt, wie kann man es messen? Es geht nicht unbedingt, wie fest glaube ich. Das ist nicht unbedingt das Thema, sondern das Thema ist, der Glaube soll der Maßstab sein. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist, dass wir anerkennen, dass wir Jesus Christus brauchen. Dass er der ist, der der Ursprung ist. Wir sind bedürftig, wir sind aber auch beschenkt. Also der Glaube, der Kern des Glaubens sagt genau das, dass wir alle Jesus Christus brauchen. Dass wir es alleine können und gleichzeitig, dass wir reich beschenkt sind. Und somit entlastet er uns vom Vergleich, vom Quervergleich. Also er sagt nicht, überleg dir, was seine Rolle ist und schau rechts und links und tu die einordnen, sondern er sagt, schaut alle zu diesem Glauben und ordne euch dort richtig und nüchtern ein. Er sagt uns, schaut in diesen Spiegel. Und wir haben letzte Woche das schon gehabt, das Badzimmer da. Und er lädt uns ein, in diesen Spiegel zu schauen und einen echten Blick hineinzuwagen. In dem Licht, das wir letzte Woche davon hatten, von Gott. Und wenn wir im Licht von Gott oder probieren, die Sicht von Gott einzunehmen und in den Spiegel schauen und probieren, uns wahrzunehmen, dann fallen uns zwei Sachen auf. Dass wir eben auf der einen Seite einzigartig sind. Wir sind würdig. Gott hat uns geschaffen. Mit allem Guten, was er in dich und in mich hineingelegt hat. Und auf der anderen Seite, und das ist nicht so schwer zu entdecken, merken wir auch, dass wir unvollkommen sind. Dass wir Grenzen haben. Dass nicht jeder Punkt im Eignungstest total über dem Durchschnitt ist. Sondern dass wir auch Orte haben, wo wir Ergänzung brauchen. Und diese Spannung mutet uns Gott zu, mutet uns den ehrlichen Blick in den Spiegel zu. Und diese Spannung geht es auszuhalten. Weil der Spiegel zeigt uns genau das auf. Und heute wagen wir den Blick in den Spiegel, obwohl, man muss ja sagen, Spiegel ist nicht gleich Spiegel. Also ich habe ja schon gehört, dass im Kleiderladen von meinem Vertrauen, wo ich all meine Blunder kaufe, natürlich nicht, aber die einen oder anderen, dass die Spiegel ein sympathisches, ein geschliffeneres Bild von mir abgeben. Habt ihr das auch schon gehört? Ich weiß es nicht. Und das natürlich nur aus Nächstenliebe, oder? Nicht, dass ich mehr kaufe oder so. Also möchte ich nicht da aussagen. Oder andere Spiegel ist dann fast eher das Gegenteil. Dann kommst du nach einer Reise total ausgepumpt ins Hotelzimmer und bevor du da aufs Bett flätst, denkst du ja noch schnell die Birnen abwaschen, oder? Und dann gehst du ins Badzimmer, machst das Licht an und BAM, da ist er. Wer auch immer das ist. Aber so hast du den noch nie gesehen. Das harte Licht, denkst du, die Vergrößerungsspiegel, oder? Wow! Was ist das? Also Spiegel ist nicht gleich Spiegel. Und die einen provozieren wirklich, um das Licht wieder ablöschen. Aber ein guter Spiegel, würde ich sagen, ist der wirklich zeigt, was ist. Und vielleicht ist nicht das Licht zu hart, sondern vielleicht müssen wir lernen, das anzunehmen und zu schätzen, was wir in diesem Spiegel antreffen. Wir sehen eben die zwei Sachen. Einzigartig und gleich unvollkommen. Und die Spannung, die Unvollkommenheit, die wir alle haben, und das ist immer, wenn man sagen kann, ja, wir alle, oder? Niemand ist allein in dem, die provoziert. Und natürlich geht es hier nicht nur ums Visuelle, was du siehst im Spiegel, sondern es geht um das, was wir sind. Das provoziert uns. Und es kann uns in zwei grobe Richtungen provozieren. Was passiert, wenn ich da so ein bisschen die verschiedensten Seiten von mir sehe? Es kann mich in die Richtung ziehen von einer Überbetonung vom Unvollkommenen. Es kann sein, dass ich von lauter Unvollkommenem nur noch meine Schatten sehe, meine Fehler, meine Unzulänglichkeiten, mein Ungenügende. Ja, das gibt's. Und es kann sein, dass das sogar
subjektiv in meiner Wahrnehmung, alles andere verdrängt. Ich fange an, mich zu verurteilen, ja, vielleicht fast zu verabscheuen, weil das, was ich da sehe, kann ich irgendwie nicht annehmen. Und ich fühle mich vielleicht so wie so ein blockierter Wirbel, in diesem Bild vom Körper gesprochen, wo zwar nur ein kleines, blödes Wirbel ist, aber wenn der blockiert ist, ist der ganze Organismus blockiert. Ihr kennt das vielleicht die einen. Es kann sein, dass es uns in die Richtung zieht. Vielleicht haben wir auch gelernt, dass es mega demütig ist. Je kleiner dass wir von uns denken, desto besser. Und wir lösen die Spannung von einzigartig und gleich unvollkommen, indem wir die Einzigartigkeit einfach ausblenden. Einfach sagen, nein, ich bin primär unvollkommen, unterwürfig. Ich habe nichts zu sagen, ich bin nichts. Wir blenden das andere aus. Jetzt weiss ich, wenn jemand sehr stark in dem ist, in diesem Minderwert, hilft ein gut gemeinter Bibelvers nicht einfach wieder raus, oder? Aber es ist ja nicht nur einfach das Extrem, sondern es ist die ganze Bandbreite. Es ist die Tendenz vielleicht. Dass du dich entschuldigst, dass du überhaupt da bist. Wenn wir aber probieren, Gottes Licht über uns scheinen zu lassen, anhand der Bibel, anhand vom Glauben zu schauen, wer sind wir, dann ist das nur die eine Seite. Und sie sollte sicher nicht so überbetont sein. Und wenn wir kämpfen mit dieser Art von Minderwert, wo einfach nur noch das betont und nicht gut ist, dann glaube ich, dann sind wir eingeladen. Gott lädt uns dazu ein, auch die andere Seite wieder anzuschauen, die Einzigartigkeit. Nicht, ich bin besser als alle anderen, das ist dann wieder runtergefallen auf der anderen Seite. Aber entdecken, was er an Einzigartigem in uns hineingelegt hat. Weil wir sind seine Geschöpfe. Er sagt es. Im 1. Mose, im 1. Kapitel der Bibel sagt er, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Also wenn wir auf dieser Seite drohen abzusaufen, dann glaube ich, dann ruft er uns zu. Also, hey, das ist nur die halbe Miete. Es gibt die andere Seite. Und die Bibel betont die traditionell ein bisschen mehr und wir vielleicht auch, und vielleicht ist es so sehr gut begründet. Es ist die Seite, wo man sagt, ja, die Einzigartigkeit, die blendet mich fast, oder? Das Licht ein bisschen dimmen. Es ist so fast ein bisschen selbstverliebt. Es ist so die Unvollkommenheit, wo ist die? Sehe ich nicht, kenne ich nicht bei mir. Es ist verständlich, dass man so reagiert, weil vielleicht schaut man ja in den Spiegel und man merkt, das gefällt einem nicht. Und dann haben wir Menschen ja irgendwie Strategien bekommen, um das auf die Seite zu drücken. Das Unangenehme, das, was wir uns schämen dafür. Das können wir irgendwie. Und wir können es, dass wir das so stark auf die Seite drücken, dass wir es sogar selber glauben. Und unser Leben ist dann so selbstoptimiert, dass wir der Welt und uns selber mit allem, was wir machen, eigentlich nur erklären, dass wir keine Ergänzung brauchen. Wir haben kein Problem oder höchstens so, weißt du, so ein Problem. Und ja, das ist eine gute Herausforderung, ist mal nicht schlecht, wieder eine kleine Herausforderung. Aber wir schaffen das. Und wir senden an die Welt raus, dass sie uns dringend braucht, aber umgekehrt nicht unbedingt. Und als guter Christ hat man sein Leben im Griff. Das ist die andere Seite. Wir geben, wir helfen, wir tun, weil wir haben und alle anderen sind bedürftig. Also wir sind die Ergänzung, die alle brauchen, aber ja nicht umgekehrt. Ganz ehrlich, die Beschreibung die trifft auf niemanden zu, den ich jetzt vor dem inneren Auge habe. Der ganze so steil ist auch da, ist es wahrscheinlich nicht. Es ist nicht so einfach, dass man einfach schwarz oder weiß, oder? Aber auch da möchte ich an die Tendenz, an die Nuancen denken und sagen, hey, es gibt die Tendenzen, dass wir probieren, das, was uns nicht so gefällt, auszublenden. Und das ist auch verständlich. Aber Selbstliebe ist etwas anderes. Selbstliebe nimmt nicht nur den oder den Teil wahr, sondern Selbstliebe nimmt uns ganz wahr. Aber es ist schwierig, mit dieser Unvollkommenheit umzugehen. Ich habe mir überlegt, ja, was ist die Unvollkommenheit im Jahr 2023? Ich meine, da, als ich den Eignungstest gemacht habe, war noch alles in der Ordnung, aber heute ist es schon ein bisschen schwierig, oder? Also ich meine, heute, Unvollkommenheit ist ein
Geschäftsmodell geworden. Und zwar nicht unbedingt die Unvollkommenheit, sondern die Abdeckung von dem. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden jährlich umgesetzt werden, nur im Kaschieren von meiner Unvollkommenheit und von unseren Unvollkommenheiten. Und Unvollkommenheit ist dann ein Thema, wenn es darum geht, es abzudecken oder auszubügeln. Natürlich gibt es so das Fenster von demütiger Schwäche im Bewerbungsgespräch, um zu zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin. Aber das ist ja meistens nur eine Schwäche, die ja richtig angeschaut auch nur eine Stärke ist, oder? Kennen wir vielleicht. Es ist nicht so einfach. Und die ganze Welt sagt einem, nein, Unvollkommenheit, du kannst das ausbügeln und so weiter. Tutorials, Fitness-Apps, Weiterbildungen da und dort, Filter, Fotofilter oder Beauty-Produkte, Beratungen. Überall ist unsere Unvollkommenheit das Thema. Wie man sich kaschieren und ausbügeln kann. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es ja auch Vorbilder wie Sand und Meer. Schau mal in die Welt raus. Überall Stars und Sternchen, Berühmtheiten, die mit ihren Stärken brillieren. Das hinten dran als Produktionsteam ist, sehen wir meistens ja nicht. Die ganze Welt steht uns das zu heute. Aber ist alles fake und unecht von dem. Nur um uns etwas zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das der springende Punkt ist, was uns die ganze Welt zuruft. Ich glaube, das ist es so, dass mit dem viel Geld gemacht werden und noch gemacht wird. Aber bei allem Einfluss, den die ganze Welt auf uns hat, ist es nicht so, dass mein persönliches Umfeld immer noch den grössten Einfluss hat. Ist es nicht so, dass deine Tochter von dir lehrt? Ist es nicht so, dass du als Chefin den Umgang mit Unvollkommenheiten prägst bei deinen Mitarbeitenden? Ist es nicht so, dass du als Freund in deinem Freundeskreis entscheidest, wie viel sieht man von dir? Nur das Glänzige oder alles? Ist es nicht so, dass die Vorbilder nicht die Instagram-Stars sind, sondern du und ich, und zwar uns gegenseitig? Ich glaube, wir sind uns gegenseitig Vorbilder und es ist entscheidend, für mich, Menschen um mich herum zu haben, die mit dieser Unvollkommenheit gut umgehen. Und der Ruf geht gleichzeitig auch an mich. Die Konsequenzen, meine Unvollkommenheiten probieren auszublenden, sind für mich verheerend. Aber sie sind auch für euch nicht gut. Für uns gegenseitig. Mut zur Lücke. Das ist so ein Wort, das man irgendwie so in christlichen Szenen, glaube ich, sonst immer wieder mal braucht, so ein bisschen Mut, um mal etwas offen zu lassen. Perfektion ist vielleicht das Gegenteil. Und Perfektion ist nicht erstrebenswert. Und Perfektion ist irgendwie etwas, was man erreichen muss, aber was eigentlich nicht erreichbar ist. Und die Bibel fordert uns, der Paulus fordert uns zu einer nüchternen. Nüchtern ist nicht primär nicht besoffen, das so, das hilft. Aber es ist auch nicht verzerrt, es ist echt, es ist klar, eine realistische Selbsteinschätzung zu machen. Nicht das Top-Resultat. Mit allen Furchen und Kanten und Ecken, die wir haben. Nicht das, was darüber gepinselt wird. Warum sollten wir unsere Grenzen verstecken? Es dient niemandem. Der Ruf nach dieser nüchternen Selbsteinschätzung ist eigentlich ein Ruf nach Authentizität. Das Wort, das heute viel gebraucht wird, bei uns hier im GVC, aber auch in der ganzen Welt. Authentizität ist etwas mega Wichtiges heute. Was ist denn das? Eben der Blick oder das Sein, wer man ist, wahrnehmen, wer man ist und nicht nur die einen Sachen betonen. Brené Brown ist eine amerikanische Autorin, die viele Bücher geschrieben hat und vor allem auch geforscht hat zu dem ganzen Thema Unvollkommenheit, Scham, Verletzlichkeit, Mut, was es braucht. Und in ihrem Buch, das heißt Die Gaben der Unvollkommenheit, betitelt sie Authentizität aus, die tägliche Praxis loszulassen, wer du glaubst sein zu müssen, und zu umarmen, wer du bist. Also mit deinen Unvollkommenheiten und deiner Einzigartigkeit umzugehen, gut umzugehen, ist die tägliche Praxis loszulassen, wer du glaubst, sein zu müssen, und zu umarmen, wer du bist. Loszulassen, wer ich glaube oder wer ich das Gefühl habe, muss ich sein, was mir vielleicht die Leute auch sagen,
indem sie mir sagen, was ich müsste oder sagen, was ich ja nicht dürfte. Das loslassen und umarmen, wer ich bin, mit all meinen Einzigartigkeiten und Unvollkommenheiten. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel wagen und alles zu sehen und nicht gerade als erstes wieder abdecken und zumalen. Es braucht ein bisschen Mut. Mut ist bei uns oft besetzt durch grossartige Taten oder Abenteuer, aber das ist möglicherweise auch Mut. Aber auf dieser Seite braucht es auch Mut. Zurückzustehen, zuzulassen, dass man sieht, wer ich wirklich bin, dass ich sehe, wer ich wirklich bin. Das ist der erste Schritt zu dem. Dass ich meine Grenzen beachte. Ich nicht alles kann, nicht überall der Beste bin. Es ist auch ein bisschen gefährlich, weil es könnten ja Leute enttäuscht sein. Als allererstes vielleicht ich selber, aber auch Leute rundherum. Aber wenn wir den Mut aufbringen, um einen echten Blick auf uns zu wagen und uns dann auch nicht einfach umzumodeln, sondern das selber auch zu sein, dann ist es Mut, der andere wiederum ermutigt. Weil sie sehen, aha, ich bin hier nicht der Einzige, der nicht ganz vollkommen ist. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz zu diesem Maßstab zurück. Von dieser nüchternen Selbsteinschätzung. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns klar macht. Und ich meine, jeder von uns kennt die Bibel besser oder weniger gut, aber was klar wird da drin ist, wir brauchen Jesus. Er ist der Weg zu Gott. Wir sind bedürftig und wir sind es alle. Wir sind unvollkommen und wir sind es alle. Wir sind aber auch einzigartig und würdig. Und wer mit Würde nicht viel anfangen kann, dann hört doch bitte die Predigt von letzter Woche. Dort war das Thema würdig. Gott hat uns geschaffen, beschenkt, das Leben geschenkt, die Fähigkeiten geschenkt, zum Denken, zum Verantwortung für uns selber übernehmen. Wer bist du, wenn du in den Spiegel schaust? Wer siehst du? Kannst du in den Spiegel schauen und dich wahrnehmen und immer oder im Licht von Gott probieren? Irgendwie grundsätzlich die Anerkennung weit zu bringen und zu sagen, ja, ich weiss, es ist nicht alles gut, aber es ist vieles gut. Gelingt es uns, nicht gerade unsere Tricks anzuwenden, in die oder in die andere Richtung? Und auf welche Seite zieht dir die Spannung, die durchaus da ist? Bist du eher ein bisschen einzigartiger als das, was du siehst, oder eher ein bisschen unvollkommener? Und dort hören wir auch den Ruf, wo Gott uns möchte herziehen, wo er uns einlädt. Zum Abschluss möchte ich etwas machen, das habe ich selber als Teenie, aber auch so als Erwachsener höre ich das immer wieder, wenn es darum geht, wer bin ich und so weiter. Dann kommt oft der Tipp, hey, kleb dir doch etwas an den Spiegel, dass jeden Morgen, wenn du den Spiegel anschaust, du nicht nur dich siehst, sondern auch noch einen guten Bibelvers nebendran. Und ich möchte das zum Abschluss auch noch kurz da machen. Es gibt nämlich etwas, wo ich glaube, fasst das zusammen, was wir dürfen sehen, wenn wir da in den Spiegel schauen. Wenn wir die Spannung sehen. Etwas, was uns eben der Glaube auch zuruft. Und das eine ist, du bist angenommen. Es ist auf dem Spiegel, es ist ein bisschen hart, weil nebendran siehst du dich selber und du weißt, dass das ein bisschen etwas kostet, oder? Aber du bist angenommen. Du bist angenommen. Mit deinen Unzulänglichkeiten und natürlich, das ist auch ein weniger schwierig, mit deinen Einzigartigkeiten. Aber es bleibt nicht dort stehen. Du bist schon berufen. Und zwar zur Veränderung. Das, was du im Spiegel siehst, was du bist, was du momentan darstellst, das muss nicht für immer und ewig so sein. Weil Gott sieht ja die Unvollkommenheiten auch. Und er sieht auch die Einzigartigkeiten. Und du bist angenommen. Fix. Aber mit Gott gibt es auch Schritte vorwärts. Mit Gott sind wir nicht berufen, zum bleiben, was wir sind, ob es uns gefällt oder nicht, sondern wir sind berufen, zum Schritte machen. Und wenn wir etwas am Spiegel kleben, du darfst es so anders nennen, dann sollen sich die
Sache drin haben. Haben wir sie angenommen. Das ist die Grundlage. Aber es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wo wir manchmal sagen, Gott immer ähnlicher werden. Ich würde sagen, es gibt einen Weg mit Gott zusammen, wo wir immer mehr zu diesen Menschen werden können, die die Würde, die er uns geschenkt hat, wo wir dieser Würde entsprechend leben können. Nie vollkommen, das wird nicht passieren. Aber es ist auch nicht nötig. Ist es nicht grossartig, dass wir, wenn wir uns mit Gottes Licht anschauen, nicht einfach etwas vorgegaukelt bekommen? Es ist die Realität. Und es braucht vielleicht manchmal ein bisschen Überwindung. Aber da ist Annahme. Und da geht es weiter. Und bei Gott sind wir sicher genug, um unsere Schwächen zuzulassen und unseren Hang nehmen zu lassen und unseren Weg zeigen zu lassen, wie es weitergeht. Aber das geht nur, wenn wir hinschauen. Ich möchte beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach im Superheldenkostüm auf die Welt gekommen bist. Du bist nicht gekommen, hast mal alles kurz und klein geschlagen und der Welt erklärt, was ein richtiger Mensch ist, sondern du bist gekommen, demütig, als kleines Kind, verletzlich. Und ich bin sicher, auch dir jetzt Mut gekostet. Und ich bitte dich, dass du uns in diesem Spiegelbild, im richtigen Spiegelbild, aber auch, dass er den Spiegel nicht zeigt, dass wir unsere inneren Werte begegnest. Dass du uns zeigst, was deine Gedanken über uns sind. Dass du uns hilfst bei dieser Einschätzung. Dass wir irgendwo erkennen, dass wir dich brauchen. Dass wir aber auch von dir geschaffen und beschenkt sind. Ich bitte, dass wir eine realistische Wahrnehmung von uns dürfen haben. Weil dann können wir wachsen, dann können wir weiterkommen. Dann können wir ein Segen sein für uns rundherum und schlussendlich auch für uns selber. Dann ist irgendetwas versöhnt. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was deine Gedanken sind. Und dass wir gegenseitig einander Vorbilder sein dürfen. Und ich sage dir, egal auf welcher Seite dass du vielleicht drohst, runterzufallen, wo du die Spannung eher löst, dass du auch wieder mal einen realistischen Blick darfst wagen, der dir hilft, wieder näher zu Gott zu kommen. Und ich rufe dir zu, dass egal wo du dich befindest, dass Gott dich angenommen hat. Über das diskutieren wir heute nicht. Das ist ja so. Und dass er dich aber auch Hang nimmt. Auf dass wir unseren Platz in diesem grossen Ganzen, wunderschönen, aufblühenden Organismus, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, in dieser Welt, von Gott geschaffen dürfen finden. Amen.